zum Ende gegangen. Die Rote Armee, gemeinsam mit den Alliierten, hat Narzissmus zerschlagen und die Völker Europas befreit. Der Weg zum Werden eines unabhängigen und demokratischen Österreich wurde damit gegeben. Nur im österreichischen Boden ruhen mehr als 80.000 sowjetische Menschen. Wir sind den österreichischen Freunden und zuständigen Behörden für sorgsamen Umgang mit ihrem heiligen Gedenken, für die Pflege der Kriegsgräber dankbar. Leider ist es nicht immer der Fall im modernen Europa. Ich wünsche der österreichischen Republik und ihren Bürgern friedliches Himmel und Gedeihen. Ich danke Ihnen. Ich stehe am Sitz des ehemaligen Alliiertenrates. Von diesem Haus aus hat das britische Militär zusammen mit dem Militär der anderen Alliierten Österreich in den Jahren 1945 bis 1955 verwaltet. Ein Österreich vom Krieg erschüttert. Das ist ein Symbol dafür, dass die Befreiung Österreichs nur möglich war, gemeinsam von den dunklen Schatten des Krieges. Das ist auch die Botschaft für den 8. Mai, um für Menschenrechte, für Demokratie sich einzusetzen und sich für den Kampf gegen Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung einsetzen zu können, mussten wir gemeinsam agieren. Das ist Hauptpriorität. Großbritannien ist und bleibt ein wichtiger Partner bei dieser Arbeit. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen. Ich danke Ihnen. Der 8. Mai ist ein sehr wichtiges Datum für uns, weil es das Ende des Krieges bedeutet und das Ende des nazistischen Barbarie. Wir sollen dieses Erbe, diese Frieden, die wir bekommen haben, schützen. Besonders in Europa, wo wir die Risiken kennen, wo wir die Geschichte schon erleben haben. Wir haben sehr bald die europäischen Wahlen. Ich hoffe, dass viele Leute wählen werden. Das ist eine Pflicht. Das ist eine Pflicht, dass ich wiederholen wolle, besonders heute, wenn wir dieses Erbe feiern. On May 8th, we commemorate the end of the Nazi regime in Austria. Am 8. Mai gedenken wir des Endes des Naziregimes in Österreich und wir erinnern an alle Opfer dieses Terrors sowie an die Bedeutung von Menschenrechten, Religions- und Meinungsfreiheit und humanistischer Handlung. Hier in der österreichischen Nationalbank, die von 1945 bis 1951 als amerikanisches Hauptquartier diente, möchte ich betonen, dass das Ende des Zweiten Weltkriegs eine neue Ära internationaler Kooperationen eingeläutet hat. Heutzutage sind die transatlantischen Beziehungen stärker denn je, sei es im Handel, im kulturellen Austausch oder bei der Zusammenarbeit in Sicherheit und Verteidigung. Über die letzten Jahrzehnte hinweg haben unsere Länder eng kooperiert bei der Verfestigung unserer gemeinsamen Werte wie der Demokratie und dem Schutz der Menschenrechte in Europa und auf der ganzen Welt. Die Wahrung dieser Rechte ist der einzige Weg, damit sich die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs nie wieder wiederholen. Never happen again. Kein anderer Ort Österreichs war so oft Schauplatz der Geschichte, der politischen Umbrüche, des verändernden sozialen Klimas, der nationalen Konflikte oder des historischen Gedenkens wie der Heldenplatz. Eine der frühesten Filmaufnahmen Österreichs zeigt Wien in Trauer. 1916 wird Kaiser Franz Josef zu Grabe getragen. Sein letzter Weg führt ihn über den Heldenplatz. Dabei tobt in seinem Reich noch der Erste Weltkrieg. Und mit dem entgleist 2 Jahre später auch das Habsburger Reich. Das Land und seine Bewohner sind gezeichnet. Es folgt eine Zeit des Umbruchs, der inneren Kämpfe, des Austrofaschismus. Der Heldenplatz wird zum Exerzieren benutzt. Er ist eine Bühne für die neue Macht im Land. Ein fataler Antisemitismus wächst in dieser Zeit. Hitlers Aufstieg beginnt.
Seine Feinde findet er inmitten der Gesellschaft. Und Hitlers Aufgabe ist klar. Sein drittes Reich verursacht bald in ganz Europa Krieg. Zuerst aber macht er sich 1938 sein Geburtsland zu eigen. In der Nacht des 11. März hört Österreich auf zu existieren. ...250.000 Menschen versammeln sich, um Hitler zu sehen. 7 Jahre später, jetzt wird am Heldenplatz geschossen. Zu diesem Zeitpunkt kommen die Ausmaße von Hitlers Vernichtungspolitik erst langsam ans Tageslicht. 6 Millionen Juden, Roma und Sinti sowie Menschen mit Behinderung sind in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten gezielt getötet worden. Mehr als 10-mal so viele Menschen sterben insgesamt an Mord, Folter, Krieg und Seuchen. Doch während anderswo der Krieg noch tobt, ruft Karl Renners Regierung in Österreich schon die Zweite Republik aus. Vor dem Parlament tanzt die Menge. Diejenigen, die überlebt haben, können es kaum fassen. Aber eigentlich war es erst am 8. Mai endgültig. Die deutsche Wehrmacht kapituliert. Die Welt tanzt, wenn auch auf Trümmern. Ein Datum, das in die Geschichte eingeht. Der 8. Mai ist ein Festtag der Freude. Es war das Kriegsende, es war das Ende der Nazi-Diktatur, es war der Beginn des demokratischen Österreich. Ein demokratisches Österreich, das seine Stunde Null erlebt. Diese Kinder sollen die Ersten sein, die ohne Krieg und Zerstörung aufwachsen können. Aber zuerst muss das Land wieder aufgebaut werden. Auch die alliierten Besatzer werden zu einer Herausforderung. 10 Jahre wird es dauern, bis die nächste Balkonszene in die österreichische Geschichte eingehen wird. Diesmal vom Schloss Belvedere. Österreich ist frei! Die Wunden der Vergangenheit scheinen vergessen. Aber 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fährt wieder ein Trauerzug über den Heldenplatz. Ernst Kirchweger, der erste politische Tote der Zweiten Republik, erinnert daran, dass mit dem Dritten Reich der Antisemitismus nicht zu Ende gegangen ist. Der ehemalige Widerstandskämpfer kommt bei einer gewalttätigen Demonstration ums Leben. Auslöser: die antisemitischen Äußerungen Professor Taras Borodankiewicz an der Universität für Welthandel. Kirchweger erhält ein Staatsbegräbnis. 1993 versammeln sich 300.000 Menschen im sogenannten Lichtermeer gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz. Seit dem sogenannten Anschluss waren nicht mehr so viele Menschen auf dem Heldenplatz versammelt. Trotzdem spaltet sich am Grab des unbekannten Soldaten im Heldentor die Meinung der Bevölkerung, woran man am 8. Mai nun gedenkt. Es gab leider nach dem Zweiten Weltkrieg eine Umdeutung des 8. Mai. Ab den 90er, also in den 90er Jahren haben einige Gruppen mit revisionistischer Geschichtsverständnis hier eine Gedenkveranstaltung abgehalten und haben dabei auch jene geehrt, die eben für das Verbrechen verantwortlich zeichnen. Also ein wirklich unwürdiges Bild, gerade für Österreich. Deswegen haben wir, das Mauthausen-Komitee, uns damals 2012 gedacht, so geht das nicht weiter, und wir haben den damaligen Kulturstadtrat Meilert Pokorny kontaktiert und mit ihm gemeinsam das Fest der Freude ins Leben gerufen. Seitdem findet das Fest der Freude alljährlich am 8. Mai mit einem gratis Open-Air-Konzert der Wiener Symphoniker statt. Der Heldenplatz entledigt sich Stück für Stück seiner historischen Vorbelastung. Hitler und damals alle Geschehnisse auch am Heldenplatz. Bei der Gelegenheit ist dieser Platz vergiftet worden. Und das Fest der Freude ist das Gegenteil. Das entgiftet diesen Platz. Und das ist ja das wunderbare Symbol heute. Ein Symbol für Freiheit, Demokratie und einen verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Geschichte.
damit der Heldenplatz zu einem Erinnerungsort für all jene wird, die für ein demokratisches Österreich gekämpft haben und auch für zukünftige Generationen eine Bühne bietet, um ihre Geschichte zu schreiben. Vidite, tako je na predvečer 5. maja. V Avstriji boste posvedo s pepelom in jasno povedal, da so bili na napačni strani, vendar tudi povedal, da bodo so demokracijo napredovali v pravo smer. In to je zelo pomembno. No in zdaj bomo slišali, kot se spodobi, zagotovo eminentne simfonike, ki so seveda ne le del Dunaja, ampak čast in ponos celotne Avstrije. No, to je pred nami prizorišče in množica ljudi, ki v bistvu pričakujejo